gewöhnt zum Thema Netzneutralität. Morgen noch von der Haut in denkbar schlechten Lage für eine Pressekonferenz mit dem ganzen Tour, der von drin ist. Gehen ich ganz kurz auf als Punkten an, da können wir als gemeinsam nach den Herr Reuter Untersuchungskommission kennen. Ich weiß nicht, so öffentlich schauen. Egal, das kommt von nur raus. Wir haben zwei Grundthemen, die das Woche akut sind, nicht direkt als Förderung in der Vertrauensfrage. Da sind wohl Netzneutralität am Mittwoch, sondern an der Chambre diskutiert gehen. Weil das Netzneutralität, das ist wirklich ganz einfach, sehen wir gleich machen von Datenpack. Ein Datenpack, das doof die Informationen, die über das Internet stellen, mal dran sind. Wenn Netzneutralität nicht garantiert ist, dann können diverse Szenarien geschehen, die man auch als ein Handout aufgefordert tun. Du hast zum Beispiel, dass Post kann den RTL Video Streaming-Service priorisieren par rapport zu anderen Streaming-Services, weil sie einen Partnerakkord zum Beispiel haben. Ein anderes Beispiel ist ein Internetprovider, den auch Telefonsprovider ist, den Voice over IP zum Beispiel limitieren, weil die können Telefonsaufrufe zu geben. Das ist der Punkt, was kann geschehen, wenn Netzneutralität nicht garantiert ist. Wenn eine Stunde einfach nicht gleich behandeln will, als wichtige Faktor. Und das heißt nämlich, dass ich muss am Pack gucken. Das heißt, ich muss am Pack gucken, was ist an der Information dran. Das heißt, da wird natürlich Privatsphäre verletzt. Und das ganz klar eine totale Überwachung im Internet, die nötig ist für Netzneutralität zu garantieren. Die Packet Inspection hat Jeep nur gesehen, was das ist das, was die Amerikaner mit Prism gemacht haben, Oracle so weit kurz nachwärts zurückkommen. Dann schon heute geht es die Bestrebungen, Provider zu einer Art Hilfspolice am Netz zu machen. Aktuell wird das gewiesen, den aktuellen Treaty TAFTA, den am Europaparlament das so der Namensmann ist ein Transatlantic Free Trade Agreement. Gleichzeitig Prism, wie ich gesagt habe, ist auch ganz klar nicht mehr möglich, wenn ich am Pack angucke und immer im Internet. Die EU hat schon die Welt, die EU-Kommissarin Nelly Kroes hat auch mittlerweile meinen, dass Netzneutralität gesetzlich festgeschrieben muss gehen. Leider muss ich sagen, hat es auf dem Gebiet schon ein paar Mal Meinung gewesen. Das heißt, das ist keine Garantie, dass es nächstes Jahr nur in Europawahlen darüber dynamische Meinung wird wie heute. Unabhängig von Europa brauchen wir als Lützburg so schnell wie möglich ein Gesetz, das die Netzneutralität festschreibt. Wenn man dann nicht spät das Gesetz nur bessern muss, wie so oft mit Gesetzen, dann ist das manchmal schlimm, wie wenn man heute einfach so gesetzliche Regelungen nicht gebraucht. Wir sehen ganz gut an Deutschland, wo hier die Diskussion kennt. Telekom hat gemeint, ihr Netze geben nicht durchgehen für alles zu überdrohen, was von ihnen gefordert wird. Und am Platz Netze auszubauen, man sieht nur so den Volumen so klein wie möglich zahlen. Das ist sicherlich eine Methode, die auch bei einem kommerziellen Netzbetreiber verständlich ist. Aber das ist auch der Grund, für die Piraten fordern, dass Netze zurück an die öffentliche Hand gehören und dann Provider just nach die Utilisation für den Netze betreiben. Übrigens wird Post gesagt, dass am neuen Term die Netze auch nicht mit werden durchgehen. Der Tisch auch zu Lützburg wird Post sich schon die abhalten, für Netzneutralität gegebenenfalls anzuschränken. Der Eugène Berger wird in seiner Konklusion vom Rapport über Netzneutralität zu Lützburg geschrieben: Finalement, il faut souligner l'importance d'une éducation aux médias dans les écoles dans un but de prévention d'inégalité d'accès. Als froh, also das scheint, dass das so gesiegelt an der Chambre, froh als weniger darum gesagt. Ich meine, Piratenpartei fördert seit langem einen Medienkompetenzunterricht. Auch diesen wird hier scheinbar durch diesen Rapport unterstützt. Du hast natürlich froh, wie könnte also Medienkompetenzunterricht
können wir nach 400 Wahlen man das rechnen oder muss man tatsächlich die neue Chamber aufwarten, bis sich an der Sache etwas dient. Dann gibt Roy Baumann nach etwas über die Passenger Name Records so hat doch das auch am Mittwoch am EU-Parlament wird trägt. Den Passenger Name Record schlecht war das ein Maßnahme am Kampf gegen Terrorismus, wo ein 60 Inseldonien gespeichert gehen, die beziehen sich auf die erstgewünschten Sitzpräferenzen, gesundheitlich Info, Bezirkdonien, aber auch Erwägung Reisbüro zum Beispiel sehr gut Reis gebucht wird. Und das soll bei innereuropäischen Pflicht sowie auch bei Pflicht an und aus der EU gemäht gehen. Und das wirft natürlich ein paar Frohe noch. Was du froh von der Privatsphäre, weil ich meine, so Sachen gibt hier einfach keine Episode. Das hat auch am Sinn vom Schengen-Vertrag, weil innereuropäische Reisen mit systematischen Kontrollen, das passt einfach nicht zusammen. Es gibt auch immer noch keinen Beweis, dass so Überwachungen überhaupt etwas zur Sicherheit beitragen können, weil zum Beispiel die dänische Police wird für kurze müssen zugehen, dass für Vorratsdatenspeicherung und auch Internetüberwachung absolut nicht gebraucht wird. Auch Missbrauchsgefahr ist immens groß, weil einfach viele Überwachungsmesuren angefordert werden für den Terrorismus und trotzdem für alles Menschliche benutzt werden. Und auch alle Flugpassagiere gibt es einfach als Terroristen gesehen. Das ist auch nicht richtig. Den zuständigen Ausschuss am EU-Parlament hat dagegen gestimmt. Dafür gilt auch natürlich kein Grund, sich dem zu widersetzen. Die Lützeburgische EU-Deputiert und auch ein ähnliches Aufkommen ist von den USA aufgelehnt. Es gibt einfach keinen Grund, anders zu stimmen. Es gibt schon so ähnlich Aufkommen an den USA und Australien. Du können hin Eisdonien und sie können immer machen, was sie wollen. Und wir haben keine Kontrolle darüber, wo das alles hingelangt. Und auch die Russen wollen die Donien. Und die EU-Kommission will natürlich nicht, dass die Russen die kriegen, weil sie Angst haben, dass Russen eben irgendetwas mit den Donien auffangen können. Und da gibt es natürlich keine Kohärenz, weil die bei den einen geht akkordiert, aber in den anderen geht aber aus Angst für einen Missbrauch nicht geholt. Ganz wichtig, du als Sniper, dass wir alle Austausch von privaten Donien auflehnen, aus dem ganz simplen Grund, dass du natürlich kein europäisches Datenschutznormen können angehalten gehen. Die USA hat gut kein Datenschutzgesetz. Australien ein bisschen mehr, aber noch einmal nicht europäische Standard. Das heißt, die persönliche Stunde ohne Not quasi freigeben für den Gebrauch ohne Datei Datenschutzstandards angehalten. Und dann komme ich zu dem Thema, das uns ein bisschen überrascht wird, weil wir gedacht hatten, das geht halt zu Lützburg, aber wie losgehen, wie gemütlich gehen, nicht wie wir Freude ganz schnell gehen. Wir hatten das Pressekonferenz gezielt am Thema Netzneutralität an EU Passenger Name Records angeladen, wollten uns aber natürlich abhalten für den Rücktritt von Herrn Frieden zu fordern, genauso wie ein Vertrauensvotum für die Regierung. Das Forderung haben wir schon Freude müssen rausschicken, weil einfach die Regierung gewiesen hat und auch die Resultate von der Enquete-Kommission weisen, dass weder den Herr Frieden als individueller Justizminister erhaltbar war, als mittlerweile nicht mehr Justizminister, sondern als weiterhin Minister, aber auch, dass die Regierung einen akuten Vertrauensverlust zu bedauern hat. Der Rücktritt von Herrn Frieden als Minister ist an unseren Händen ein absolutes Minimum. Er hat probiert, als dämonischer Justizminister Einfluss auf eine laufende Enquete zu nehmen. Wenn er nur noch so geht, ja, das ist schon mir oft hier kommt, dass der Minister
wird Einfluss auf den Prokureur holen. So kann das sein. Wir bedauern, dass das nicht als Vision von einem Rechtsstaat. Nun kann ich noch so, und wurde ja aber nicht so gemeint, wurde ihn aber Freitag so nicht an der Enquete-Kommission gesucht, an der Justizkommission gesucht. Gleichzeitig wurde ihn aber, das viel mehr dramatisch für den Prokureur, probiert Einfluss zu nehmen, ob ein Juge das tut. Jugen sind nicht ohne Grund unabhängig von Exekutiv und Legislativ. Wir haben einen dritten Pilier am Rechtsstaat, die so unabhängig wie möglich soll funktionieren, wird das eben kein politischer Einflussnahme während einem Prozess geschieht. Da das halt massiv violiert wird. Und allein, wenn sie so enge aussehen, muss ein Minister zurücktreten. Das heißt, der Rücktritt von Herrn Frieden ist ein absolutes Minimum an Namen für die Piratenpartei für irgendwen vertrauen können, an den Rechtsstaat zu ziehen. Dann vertrauensfroh über die ganze Regierung. An unseren Namen, wir begrüßen ausdrücklich, dass die PEDO dynamischsten Weg gewählt wird, die wir auch vorgeschlagen haben, nämlich ein vertrauensfroh über die ganze Regierung zu stellen. Das ist an sich mal wichtig für Vertrauen von der Bürger und Politik. Hier geht es nicht um ein persönliches Omerta gegen den Herrn Juncker oder gegen irgendeinen anderen Regierungsmember. Hier geht es um Vertrauen von den Lützeburger und Politikern, die sie regieren. Das heißt, die Vertrauensfroh ist ausdrücklich so viel gesehen, auch an den Gesetzen, viel, wenn es tut gehen, der Chamber als Vertreter von Bürger Vertrauen an die Regierung verleiht, dass in die stellen kann. Für was kann den Vertrauen an die Regierung verlieren? Einerseits natürlich die ganze Israel-Affäre. Dann zusätzlich zu der Israel-Affäre kommt die Bommelé-Affäre. Dann kennt eine Affäre wie Krem-Leving, der auch mehr wie einfach thematisiert ging. Dann ist es noch die unsägliche Episode mit Herrn Schmidt und der Polizei gehen. Ich kenne noch weiter vor mit den Abzählungen. Ein Grund für Vertrauen an das Regierungsverleih gibt es da genug. Dafür ist es wichtig, die Vertrauensfrau im Parlament zu stellen. Wir werden heute am Laufe des Tages noch herausfinden, wen die da konkret tabliert wird. Nur als Piratenführer bald so schnell wie möglich zu tablieren. Für das Vertrauen in Gegenstand kann gehen. An dem Kontext appellieren wir natürlich auch an die LSAP, halt zu weisen, dass sie zum Rechtsstaat stehen. Es geht nicht darum, Kappnicker für eine CSV-Regierung zu sehen. Es geht halt um Rückgrat zu beweisen und zu beweisen, dass auch ein LSAP sich nach klar zu einem Rechtsstaat bekennt, wo Einflussnahmen von Ministerinnen auf die Justiz nicht tolerabel sind. Ich meine, das ist der große Appell. Da wäre ich dann auch schon durch. Und dann kann ich mir noch froh werden. Ich noch mal zu der Prism-Geschichte. Zu der Prism-Geschichte. Ah, Prism-Geschichte, ja. Und Herr Delo. Ah, das hat schon bald vergessen. Die hat schon Dominik gemacht. Ja. Mal zum Thema Prism. Ich meine, das sicher Käfer als gewonnen hat. Dann sei Axel, die Server und Käfer als gewonnen hat. Dann sei den Traffic, den die Verleitungen an die USA fließt, Matlauschen. Wir wissen ja mittlerweile, dass die NSA auch an Europa Aufhängerstationen für Echelon betrieben wird, weil alle Telekommunikationsoperationen, Gespräche, SMS, Fax, Matlauschen. Das sind alles kein großes Geheimnis. Das ist erstaunt, erschreckt, dass sie das machen, waren wir echt nicht. Erschreckt ist über die Dimension, die aber so groß ist über die bereitwillige Kooperation von den großen Unternehmen. Wenn die übrigens ein Prüf dafür ist, dass Europa
mehr muss an den Sektor IT-Technologie machen. Die Möglichkeit von der NSA wäre just so, weil du quasi den einzigen Player auf der Welt sind, den IT-Entreprisen hat. Das heißt, für uns ist ganz klar, wir müssen mehr machen für Europa. Wir wollen nicht heute zu Lützeburg die Entreprisen noch mit ihren Datazentren umzusiedeln, neue Google hier in Europa zu kreieren, neue E-Mails-Provider zu holen. Und um an der Woche ein Datenschutzgesetz von der EU zu stellen. Auch wenn die nicht perfekt sind, sind die sicherlich besser, wie das in Amerika ist. Gleichzeitig ist natürlich der Whistleblower, den Edward Snowden, absolut zu kommandieren für das, was er gemacht hat. Es braucht enorme Courage, für, nachdem er gesehen hat, was mit Bradley Manning geschieht, sich nach zu trauen, dann so klar zu weisen, was er von mir hat. Das ist enorm courageous von ihm. Sich einem Journalismus zu vertrauen und dann auch noch öffentlich mit seinem Numm dazu zu stehen. Wir als Piraten haben gestern Abend schon kurz nach dem bekannt gegeben, dass das den Ed Snowden politischen Asyl Sicht kein 2 Sekunden ist überlegen. Das ist für uns ganz klar, Whistleblower brauchen Schutz. Wir müssen ein Exempel statuieren, dass Whistleblowing wichtig ist für eine starke Zivilgesellschaft. Und dafür fordern wir natürlich die Lützburger Regierung ab, dass dem Herr Snowden politischen Asyl offeriert. Wo besser wie an dem schönen kleinen Lützeburg, hier muss man wenigstens keine Killdrones befährten, zumindest bis lo ist man kein Fall bekannt, wo die Amerikaner einen Drohnen halt zu Lützeburg gesagt haben. Und dann hoffen wir, dass das auch so bleibt.